Weiter geht's mit einer hoffentlich neuen und spannenden Episode hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ja, hoffentlich neue Episode, ja neu wird sie garantiert sein. Wir haben ein bisschen was zu tun, Leute, wie auch immer. Ich habe oft schon mal ein bisschen geguckt, wegen inventarmäßig. Also natürlich ich selbst kann mir kaum großartig gefallen momentan. Rinke habe ich mal noch die Kohle zusammengekratzt in eine Stahlkeule. Ich meine, mit der Kohle muss ich sowieso mal gucken, mit dem besten zusammenkriege. Offenbar geht das hier am besten durch Burgschlachten gegen andere und so weiter, sprich gegen andere Spieler, nicht irgendwie ingame-mäßig. Da muss man ein bisschen gucken. Ich meine, klar, wir zocken hier Vermächtnis, da müsste es auch anders möglich sein, aber vor allem nachher bei Herrschaft, das ist schon noch ein bisschen wichtig. So, ansonsten haben wir noch ein bisschen geguckt, wegen Shuriken und so weiter, nehmen wir teilweise, also nicht nur natürlich Shuriken, sondern generell die Waffen, haben natürlich nicht nur ihre Stärken und Genauigkeit, sondern auch teilweise ein bisschen Fähigkeiten drauf und daher... Jo, ist teilweise gar nicht mal so unpraktisch, wenn wir halt mehrere Waffen ausgerüstet haben, obwohl es eigentlich nur eine bräuchte. Wie hier zum Beispiel mit Langspeer und Eisen-Naginator. Und ja gut, Naginator, wieso Naginator und kein Speer? Ist auch eine gute Frage. Ja, weil Silas ist eigentlich eine Einheit aus Nohr. Also sprich, er ist eigentlich eher westlicher Typ, deswegen trägt er auch ein Stahlschwert und kein Katana, weil Katana wäre ja eigentlich dann das östliche Pendant, sprich, so wie es halt in Hoshido oder Hoshido, wie auch immer, verwendet wird. Und daher, Sinoke und so weiter. Ja, also, wie man hört, ich habe da schon ein bisschen einen Schlangengeist gekriegt. Habe ein bisschen offscreen geguckt, wie es genau aussieht, etc. etc. Und hier, wie es was nach Bogen heißt, und Yumi. Und ja, das sind eigentlich vor allem die Differenzen. Das sind eigentlich die gleichen Waffen, machen auch den gleichen Damage, aber ist halt einfach andere Bezeichnung. So. Aktuell Team soweit und jo, wir gucken mal noch, was wir sonst so kriegen, wa? Okay. Oh? Gut, ob ich das wirklich verfolge, eine Beziehung zu ihm verbessern, ist eine andere Frage natürlich. Die Arena. Ja, das ist auch nicht so, wie es früher im Fire Emblem Spielen war, wegen Erfahrungspunkte gewinnen für die Charaktere, damit sie natürlich auch krepieren können, war ja damals noch so. Nee, ihr kriegt keine Erfahrungspunkte. Also, ja, jetzt so die Frage war. Vielleicht auch nicht, weil das Problem ist, ich habe es mal ausprobiert, offscreen, aber wir müssen, also, es gibt hier sowieso kein Geld zu gewinnen, sondern Ressourcen. Und da ich noch nicht gewonnen habe, also ich habe es mal einmal versucht, aber verloren und daher bin ich jetzt nicht so sicher. Und ich habe zum Beispiel hier, ich sage jetzt mal, ich setze einen Reis, wa? Jo. Runde 1, Ninja. Dann tritt er an mit dem Eisenkatana, okay, könnte funktionieren, kann auch schief gehen. Vermutlich gewinnen wir. Nö. Natürlich. 52%. 3 Angriffen trifft immer. Natürlich. Jo. Vedans hat verloren. Ist geil, wa? So keine Erfahrungspunkte. Wir verlieren die Einheit zwar auch nicht, aber es liegt halt daran, dass ich hier von der Route her ja Anfänger gewählt habe, sprich nicht Prof, also nicht wie gewohnt Fire Emblem-mäßig. Kann ich daher jetzt nicht so beurteilen, wie es sonst wäre. Saures Obst. Unterschiedlich. Etwas verloren? Reise halten. Nee, ja, doch, verloren. Trifft es ziemlich passend. Quarz erhalten. So. Victory is her, yo. Die macht das schon. Nimmt ihr doch vorerst Fische halten. Dankeschön. Zum Tempel kommen wir gleich. Ach ja, jetzt haben wir hier das Privatquartier noch, wa? Ja, mal gucken. Wen könnten wir einladen? Silas für Herzen natürlich. Hinoka, unsere Schwester. Hinata, der Typ mit dem Frauennamen. Na, unsere Schwester mal, wa? Unsere große Schwester wohlgemerkt. Hat jetzt arbeiten? Jo. Jo, finde ich auch. Ja, die Wangen streichen oder so etwas, das klappt hier in der Version nicht. Da müssen wir schon die original japanische Version zocken. Aber ist ein anderes Thema. Gut, dann das auch mal. Eine Haarnadel erhalten, macht die viel Damage. Ich bezweifle sie ein bisschen.
Weibliche Einheiten, raffinierte Waffe. Gut, wir haben einen weiblichen Ninja. Du könntest zwar auch Verliese geben, weil ein Eisendolch ist ja eigentlich auch so eine Art Shuriken, beziehungsweise gehört auch dazu. Sie hat ja schon die, aber trägt eben den Eisendolch. So, raffinierte Waffe, toll. Da bin ich gerade sehr viel von der Bezeichnung. Ja, wir können es mal testen. Wir haben sowieso, wo ist unser... Ah, Kagero ist ja, und hat einen Bo-Shuriken, genau zum Schwächen und solchen Einheiten. Gut. Liliths Tempel so ein bisschen zum Stärken, weil die gibt uns ja teilweise auch noch irgendwie Gold. Aber da verkriegen wir kaum etwas. Also das mit der Kohle hier bei Fire Emblem Fates ist momentan noch etwas, wo ich sagen muss, wie ich empfinde, ein bisschen doof gemacht. Aber gut, wir sind glaube ich kaum an der Hälfte der Kapitel, von daher... Natürlich noch viel Zeit, um vieles ausprobieren. Magic, yo. Gut. Was ist das erste? Haben wir sonst noch etwas auf der Karte? Nö. Dann nochmal ganz kurz speichern und dann geht's raus, Freunde. Oh, haben wir ein Gebäude, war? Nö, eben nicht. Was? Aufwerten? Noch stärken, Astraldrachen. Das machen wir im nächsten Mal, wenn wir natürlich wieder einen neuen Drachenpunkt haben. Lassen wir ganz kurz speichern hier. Und dann geht's ab. Und zwar nicht mit der Hauptquest weitermachen. Nö. Warte, die Möglichkeit dunkles Wiedersehen. Ich will heute etwas anderes versuchen. Lassen wir ganz kurz ein Drachentor gucken. Die gute alte Anna. Ich habe zwar eine Verbindung offen, war Wireless müsste an sein. So, jetzt müsste es an sein. Ich glaube, es gab noch irgendwie Gratis-Inhalte, wa? Gratis-Inhalte. Okay, doch nicht. Gut, machen wir das ein anderes Mal. Dann Schwierigkeitsgrad, nö. Herausforderung, Belagerung 1, Herausforderung. Wir hatten im letzten Part noch ein paar Dinge mehr hier, war? Gut, Level 10 scheint jetzt hier noch guter Gegner zu sein. Was ist das hier? Belagerung 1, Schloss, könnte auch das hier das DLC sein, war? Ach, übrigens, Schlossverteidigung ist hier. Ja, gut, Schlossverteidigung, ja. Ja, kann man natürlich auch mal testen. Natürlich gar kein Problem. Übrigens, wenn wir schon mal am Thema sind, noch wegen Amiibo-Charakteren und so weiter, sprich vor allem Marv und Ike, weil ich nur die Amiibos von denen habe. Ich glaube, das setzt sich erst bei Offenbarung ein, weil vorher. Ja, eben, ich sage jetzt mal, Vermächtnis ist eher die Art der hushidischen Seite und Vermächtnis halt von Noah und daher. Vermächtnis, Quatsch. Herrschaft, also Vermächtnis hushidisch und Herrschaft nur artig und will natürlich erstmal mit beiden Familien zocken, nicht irgendwie noch Amiibo-Charaktere einbringen, wäre irgendwie ein bisschen doof. Das schon zu Beginn weg zu tun. So, wie sieht's aus von Punkten her? Da komme ich sowieso schon ein bisschen zu stark, mein Geschmack. Sie will momentan noch nicht einsetzen. Er ist eigentlich auch schon ein bisschen über. Er braucht natürlich mal so eine Offensiveinheit und Hanna. Also eigentlich passt das Team ziemlich gut. Andererseits. Vielleicht zwei Ninja. Unsere Dienstmarkt, die auch ein bisschen schwächelt, aber bereits eine weiterentwickelte Einheit ist. Ja, komm. Ich mach's mal so. Positionen, wer ist genau wo und vor allem was kommt. Und dass alle die kommen. Hä? Ja, kann doch nur, wieso haben hier noch Positionen frei? Oh, hier kommen die auch. Ach du Scheibenkleister.
Kann er auf generell setzen, wa? Seid ihr wahnsinnig? Gut, natürlich, Lilith hilft mir auch, Astralsegen, wenn ein KP wieder her ist. Ja, geil, keine Frage. Aber ich glaube, Asura ist hier ein bisschen doof platziert. Ich bräuchte also als Waffe sowohl Axt als auch Schwert, wa? Eigentlich, aber theoretisch würde Rinke dafür auch ausreichen. Ja, ja, vielleicht noch ein bisschen Punkte, muss nachher noch ein paar mehr geben. So. Inoka gebe ich mal ganz vorsichtig hier hin, weil es relativ schnell da ist. Haben wir Sakurat. Nee, Moment, du kommst hier rüber, du bist auch eine mobile Einheit, du solltest dann doch eher hier sein. Dann haben wir da Orochi, ist zwar keine schlechte Idee. Ja, doch eigentlich schon. Dann haben wir Hanna. Ich habe hier niemanden, das ist eigentlich Absicht so. Die ist total fehlplatziert, scheiße. Was mache ich hier bloß? Ja. Nuki ist ein bisschen besser beim Angreifen. Ja, müsste passen. Thron verteidigen, weil man... Ich kann natürlich bewegen. Okay, schon mal etwas sehr Gutes. Die Frage ist bloß... Hole ich noch ein paar zu mir rüber oder greife direkt alle hier an und kill sie? Stahlkatana weg ist sie. Du kannst natürlich auch den direkt mal erledigen, wa? Darf man von oben angreifen, wegen Support noch. Ja, das klingt auch gar nicht mal so schlecht. Nur so wenige Erfahrungspunkte, okay. Nein, ich komme nicht vorbei, scheiße. Mal gucken, die kommen doch relativ weit. Der hat eine Axt. Erreicht mich hier aber nicht. Der Speer eines Wächters. Ja, so ausrüsten. Ich muss erstmal hier oben für klar schief sorgen. Das andere auch nur bescheuert. Oh, sind relativ hohe Crit-Chance hier. Soll er direkt mal ausnutzen. Natürlich redet sie nicht mit jeweils 12%. Oh, meine Fresse. Ja, Resistenz gesunken. Yeah! Bringt's total. Dankeschön. Das kann natürlich auch nirgends hin. Ich platziere trotzdem mal hier vorne. Ich kann direkt mal rechts ein bisschen klar schief machen, wa? Gut, jetzt haben wir Orochi, wir haben Silas, oder erstmal mit ihm. Ja. Dann relativ viel hier rausholen. Der ist weg mit dem Stahlschwert. Naginata nicht. Alter Schwede. Gut, Silas macht ein Ding. Und zieh dein Ding. 5 Punkte. Ja, ich sage ja, es lohnt sich total. Die Frage, welchen angreifen war. Okay, er kann sofort den killen. Den kann auch killen. Schwert ist ja im Nachteil. Okay, da bin ich im Nachteil. Das kann ein Nachteil, dass man einen Axttypen platt machen, wa? Hier, frisst den Ochsen! Das war der schnelle Silas. Oh, keine Erfahrungspunkte, bringt ja gar nichts. Da ist total scheiße.
Naja, Weg abschneiden, war. Passt. Ninja-Style! Toter Style, tschüss! Gut, dann ist da unten alles ready. Da kommt noch etwas. Ich kann mit ihr gar nichts machen. Ja gut, dann agiert sie halt selbstständig von mir aus. Felice, du gehst jetzt mal hier rüber. So. Okay, die greifen ein Gebäude an. Das ist natürlich die Frage, sind jetzt die Gebäude für immer down? Weil es haben ja keiner gesagt, dass sie meine Gebäude zerstören. Da kommt ein Schwerttypi. Ich wollte gerade sagen blocken, aber geht ja noch gar nicht. Ja, sehr schön. Oh, gute Nacht. Plötzlich ist es nah. Das haben wir natürlich da. Und mit dem Stahl macht sie platt. Ja, fast. Das gefällt mir da. Sagen wir noch den Typi. Naja, ich meine, sie greift zweimal an, sie hat 12%ige Crit-Chance, sie dürfte ruhig critten. Ja, heute hat sie irgendwie keinen Bock drauf, hab das Gefühl. Kodachi! Jo, definitiv. Yeah! Lebt immer noch, das gibt's doch nicht. I'm singing for you. Naja, okay, natürlich können wir so auch Erfahrungspunkte farmen, aber das ist nicht gerade die bessere Idee, glaube ich. Wurfkeule, tschüss. Da lacht sie voll dreckig. Wie sieht's denn jetzt genau aus? Ich meine, ja. Gut, hier ist noch nicht viel passiert. Wir haben den Typ, wie sieht es an Erfahrungspunkten? Weg ist er. Ich gerne, dass du noch ein bisschen trainierst, Orochi, weil ich gerne mal Schlangengeist einsetzen möchte. Ist immerhin Rang A. Gut, ist nur 5 Power, aber ja, schlägt zweimal zu. Bis nach Kampf die Hälfte Magie, bis Träger erneut angreift. Nein, es hat offensive Magie, oder? Klar, das kann man natürlich auch sagen. Da ist doch doof, wenn die Magie gesunken wird. Andererseits, naja, bis Träger erneut angreift, ist nicht die Resistenz oder Verteidigung daher. Geschwindigkeit Resistenz steigt auch. Ich schlage immer zweimal zu. Jo. Kannst du sicher sehen lassen. Friss das und krepier mit dem Ochsengeist. So. Sie das gehen mal runter. Du folgst ihm mal. Und Case natürlich auch. Wer fehlt noch? Der gute alte Michael. Der fehlt ja immer. Nur quasi greift nur einer an. Hör auf, hier alles Platz zu machen, du Arsch, oder ich kill dich! Okay, kill dich sowieso. Wow, 4 Erfahrungspunkte. Das, also, wenn es das am Schluss auch nur annähernd lohnt, fress ich einen Besen, ganz ehrlich. Zerstören. Was? Stand gerade echt? Das ist mein Konstrukt, das wisst ihr aber schon.
Ja, wollte sagen, ist doch mein Konstrukt. Kann man ein eigenes Konstrukt zerstören? Ist natürlich logisch. Was? Überall zerstören? Ja, wollte gerade sagen. So. Ja, man sieht, Lilith macht ziemlich viel hier. Ihn wieder K wiederherstellen? Nö, kein Bock drauf. Okay, Eisenaxt, wa? Bei ihm das Stahlschwert habe ich zwar auch. Aber noch kurz healen. So, geht ihr mal nach unten durch. Ah, noch weiter singen, wa? I'm singing only for you. Ja, schön wär's. So, bisschen supporten. Hinok natürlich noch weiter runter. So, und jetzt kommen ein paar. Jo. Der ist direkt weg. Jo. Puh. Daneben! Tschüssikowski. Ach, nur ein Punkt? So, natürlich hole ich ihn nicht mehr ein, das war irgendwie abzusehen. Kann sie ihn killen? Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Mit 28% getroffen, na klar. Am Schluss kommt noch in den Typi, der trifft mich in die 2% oder wie? Meine Fresse. Was heute wieder los ist? Oh, der trifft natürlich aber auch ziemlich gut. Ich brauche eine hohe Crit-Chance. Also einer von euch muss critten. Natürlich crittet einfach keiner. Geht natürlich auch. Meine Güte. Ja. Muss ich es machen. Rinka macht mir durchaus Kopf- und vor allem Bauchzerbrechen. Dankeschön. Noch 7 Level für... Okay, mein 2. Gut, ich meine, dafür wird es dann schon lohnen, weil wenn wir dann 2 Drachenpunkte kriegen, dann wie die auch immer heißen halt. Ist jetzt hier echt alles im Arsch? Nur Gebäude stehen wieder. Hier, nimm einen Pfirsich. Geschätzte Lilith. Denn Früchte tun dir gut. Am Schluss sind sie die stärksten von allen. Nehmt das bitte an. Goldbahn erhalten. Ja, wie gesagt, ist schön, aber das Teil bringt nur 300. Das ist ziemlich bescheiden, wenn jetzt sogar beschissen. Kein Problem. Wir können Ritz einladen. Ist die gute Hanna. Hallo, Hanna. Nachher für Milene Sakura. Sakura. Kein Problem, irgendwie passt eine englische Sprache nicht, weil wenn du mal überlegst, dass es ja eigentlich ein östlicher Stil ist, müsste eigentlich auch Japanisch quatschen, aber man kann ja die Sprache nicht umstellen. Naja, was willst du machen? So, ganz kurz zu unserer Kleinschwester. Dankeschön. Unserer, beinahe gesagt großen Schwester.
Die Arena schon wieder. Nee, kein Bock drauf. Mal ganz kurz gucken. Nachher wegen dem Arsenal noch was rausgefunden habe. Jetzt ist ja Silas im Arsenal. Und er würde uns jetzt halt vor allem Waffen aus Noor verkaufen. Also sprich eben Schwerter und richtige Äxte, Lanzen. Ich glaube, weil er selber Schwert und Lanzen verwendet, dürfen die auch günstiger sein. Also sprich im Angebot. 300, hey, da kriegst du doch einfach... Naja. Nee, es sind trotzdem Katan. Ich dachte, hätte man das so gelesen, dass es so wäre. Gut, klar, es ist ein Sonderangebot jetzt, weil es er verkauft. Okay, gut, das ist natürlich trotzdem ein wichtiger Faktor. Man bringt das einfach mit aus seinem Reich. Okay, aber er verkauft es nicht selbst. Ja, gut, das gibt natürlich auch durchaus Sinn. Gut, was sonst noch so? Was wollte ich noch sagen? Und, ah ja, genau. Ein bisschen gucken. Also bei Rinka ist es ja wegen diesen ganzen Waffenschriften. Ne, warte mal noch. Geschwindigkeit dauerhaft senken. Nö, Fähigkeit ist bei ihr auch gut. Sie braucht Stärke unbedingt. Wollte sagen, verwenden. Magie steigt bei ihr sowieso. Also glaube ich, mache aus ihr echt irgendwie so einen kämpfenden, magiebeherrschenden Oni-Barbar. Ist ich noch cool. Also quasi ein Berserker, weil sie da relativ hohe Fähigkeiten. Ein Berserker, der auch mit Magie kritten kann. Wäre schon irgendwie geil. Wir hatten hier für seine Verhältnisse relativ wenig. Gut, ist jetzt Fähigkeit, also Crit-Chance. Aber immens hohe Geschwindigkeit, passt daher auch. Für meinen Geschmack ist Orochi noch ein bisschen lahmarschig. Da muss ein bisschen hoch, sonst aber langsam eine Angst um sie. Wenn sie gedoppelt wird, dann ist nicht mehr gut Kirschen essen. Wenn noch hier die Haarnadel war. Ja, mal ausrüsten. So. Jo, ich glaube, das war's schon. Gebäude. Dachte, aufwerten mal. Die liebes Tempel mal versuchen. Die Frage ist, was bringt das jetzt? Ah, jetzt kann es nochmal gefüttert werden. Okay. Gebe ich ihm mal Fische, wa? Scheint sie zu lieben. Frischer Fisch. Mit viel Omega-3. Waffenwelt sehr rein, wenn man schon geschickt. Hat sie vorher schon das E da? Sprich eine weitere Waffe. Bin jetzt gar nicht mehr so sicher. So. Noch etwas, wir können noch ein Gebäude bauen. Lotterie. Langsam etwas für Items. Bei Schlosskämpfen und Betroffenen. Ich würde eigentlich echt gerne mal Schloss, also die Items oder Gebäude, die halt Schlosskämpfe betreffen, ja später machen. Mit einem Freund. Mit der Freundin. Morgen drauf natürlich auch geil. Ja, ich mache mal Lotterie. Wir brauchen eh ein bisschen mehr Glück. So, gleich mal reingehen. Danach ist nochmal der Part vorbei, Leute. Und in der nächsten Folge wieder mit der Hauptstory weitermachen, wa? Oh, welcome. Jeden Nachmittag vor allem. Und dieses Glück uns holt. Ich hätte gerne ein bisschen Kohle. What? Ja, offenbar nicht. Naja, Tschüssikowski. Gut, Freunde, das war eine durchaus interessante Episode. Wir haben wieder mal vieles erlebt, vieles Neues gelernt und hoffentlich geht's in der nächsten Episode genauso interessant weiter. Ob jetzt neu, ob spannend, mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.